Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum kleinen Fußball-Talk. FC Bayern Talk, ja, steht ja nicht wirklich an, da keine Bundesligaspiele sind und ja, damit sind wir auch schon beim Thema. Thema. Ja, Corona und die Auswirkungen. Aktuell ruht der Ball überall, Europa League, Champions League. Wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht mit Champions League, Europa League, wie es mit der Bundesliga weitergeht, wie es mit der zweiten Liga weitergeht und ja, einfach mal meine Meinung dazu, da man ja schon viel liest von wegen, ja, es wird überlegt, die Bundesliga auf 22 Vereine für eine Saison aufzustocken und so ein Mist. Ähm, Erstmal, man kann von den Maßnahmen halten, was man will, darum soll es hier gar nicht gehen. Ich denke, man muss das nicht verharmlosen, die Corona-Sache. Man muss aber auch keine Panik schüren und irgendwelche Hamsterkäufe schüren oder sonst irgend so ein Mist. Wenn sich da jeder normal verhalten würde, was Einkaufen anbelangt und ja, jeder da ein bisschen realistisch ist und so die Sachen beachtet, die man beachten soll, wäre uns eigentlich allen am meisten mitgeholfen, denke ich. Gut, darum soll es hier aber gar nicht gehen. Es soll hier eigentlich nur um die Auswirkungen auf den Sport gehen. Zuerst einmal finde ich es gut. Jetzt nicht unter dem Hinblick von Corona. Wie gesagt, da erlaube ich mir nicht wirklich ein Urteil. Das kann man sehen, wie man möchte. Aber ich finde es gut, dass nicht vor leeren Rängen gespielt wird. Ja, einfach aus zwei Gründen. Erstens, mal ganz ehrlich, wie soll das für die Fußballspieler sein? Wenn da nicht ein Fan ist, das ist, wie es Thiago so treffend sagte, ist das irgendwie... Ne, Thiago war es gar nicht. Thiago, das ist nur andere. Wer war es denn? Ich weiß nicht, irgendein Fußballer hat das ja geschrieben auf Twitter, dass er sich dann vorkommen würde wie ein Affe in Zoo. So, kann ich verstehen, ja. Aber der Hauptpunkt aus meiner Sicht ist die Wettbewerbsverzerrung. Machen wir uns nichts vor, Leute. Thema Meisterschaft, Thema Abstiegskampf. Wir sind in der heißen Phase und da jetzt irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ist egal, wen du nimmst. Nimm Paderborn gegen was weiß ich wen, wenn die zu Hause dann auf einmal vor leeren Rängen spielen. Ist das natürlich ein Nachteil für die Heimmannschaft. Da müssen wir uns nichts vormachen, ja. Und das ist für mich dann auch ganz klar Wettbewerbsverzerrung. Weil es sind nicht dieselben Voraussetzungen, wie es im Hinspiel war. Und ja, man könnte da jetzt irgendwie argumentieren, ja, es wäre dann für alle so. Ja, nee, eben nicht. Weil ein Spiel gegen Dortmund wäre natürlich, ich meine, wir würden in Dortmund spielen. Jetzt überlegt euch mal, wir spielen da ohne Fans. Wäre definitiv ein Vorteil für uns, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, und ein Nachteil für Dortmund, ja. Und da geht es um die Meisterschaft. Wenn man dann jetzt noch so um die Existenzen guckt, wenn es um den Abstieg in die zweite Liga geht, oder auf den Aufstieg aus der zweiten Liga. Ja, nee, bin ich kein Freund von und allein aus der Wettbewerbssicht bin ich da ganz klar für, dass man Spiele ohne Zuschauer nicht macht. Für mich gibt es eigentlich nur zwei Alternativen zu den ganzen, die aktuell so kursieren. Entweder bricht man die Liga ab, dann sollte sie aber auch komplett annulliert werden. Dann sollte es keinen Meister geben, es sollte keine Absteiger geben, sonst irgendwas. Es sollte keine Europapokalteilnehmer geben. Dann sollte einfach die Saison vom letzten Jahr genommen werden, wenn es um die Europapokalplätze geht und gut ist. Logisch, keine schöne Geschichte, wenn es jetzt so um Aufstieg und Abstieg geht. Aber irgendwie jetzt zu sagen, ja, wir brechen jetzt die Saison ab und der FC Bayern ist Meister und irgendwie, ja, die Vereine steigen ab, die steigen auf. Geht nicht, Leute. Ist halt auch Wettbewerbsverzerrung und also ich persönlich und ich denke auch kein anderer möchte so irgendwie aufsteigen, absteigen oder Meister werden oder in die Champions League einziehen, wenn man irgendwie nur ja, nicht die komplette Spielzeit gespielt hat und es einfach nicht fair ist, ne? Und von daher, ja, wie gesagt, bricht man sie ab, annulliert sie und nimmt die Ergebnisse vom letzten Jahr. Oder aber man setzt sie halt fort im Sommer oder in 4 Wochen, in 6 Wochen, keine Ahnung. Ich bin da nicht in dem Thema, ich weiß nicht, was da
geplant ist oder nicht. Klar ist, also aus meiner Sicht, dass die EM abgesagt werden muss. Und dann hätte man Zeit halt. Ja, dann hätte man jetzt irgendwie 4 Wochen Pause oder wenn es länger ist, 6 Wochen, was weiß ich. Hat man halt die Sommerpause diesmal ein bisschen früher, was soll's. Und man spielt die Saison dann halt im Sommer zu Ende, ja. Das wäre für mich die andere Möglichkeit. Natürlich muss man da erstmal abwarten, was passiert jetzt mit der Europa League, was passiert mit der Champions League. Da gibt es für mich halt eigentlich auch nur diese beiden Alternativen, wie es sie auch für die Bundesliga gibt. Ja, also ich gehe davon aus, dass die EM abgesagt wird, weil es ist, ja, ihr wisst, das ist in mehreren Ländern und ich denke nicht, dass man das aktuell irgendwie den Leuten verkaufen kann. Sehe ich auch keinen Sinn drin. Mein Gott, dann verschiebt man die EM um ein Jahr oder lässt sie halt mal aus oder sonst was. Also für mich persönlich ist jetzt eine EM eh nicht so interessant, nicht so wichtig. Wie es vielleicht für andere Leute ist, für mich ist die Nationalmannschaft, ja, interessiert mich nicht mehr so wirklich wahnsinnig, wie es früher mal war. Und das ist aber ein anderes Thema und ja. Oh, ihr merkt's. Geht los. Ja, das sind die beiden Sachen, die ich sehe, ja. Alles andere von wegen, ja, wir machen jetzt 22 Clubs, wir nehmen die Aufsteiger mit rein, dann nehmen wir aber 4 Aufsteiger, weil wir sonst eine ungerade Zahl hätten und haben dann 42 Spieltage oder so ein Mist. Leute, was soll das? Kompletter Schwachsinn, ja. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwie so einen Schwachsinn erleben. Mein Gott, es ist jetzt so, wie es ist und ja, dann bricht man die Saison entweder ab, sagt, yo, die Saison ist abgebrochen, fertig, ist komplett annulliert und gut ist, ja. Da muss auch keiner rumheulen, dass er keine Einnahmen hat, sonst irgendwas. Und gut ist, natürlich fehlen dann Einnahmen, natürlich. Aber da muss man auch mal ganz klar sagen, ich meine jetzt so Vereine wie Dortmund, Schalke, Bayern, was weiß ich und so weiter. Klar wird da auch Geld fehlen, können das aber stemmen. Alle anderen Vereine, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da muss man auch mal als Fußballer mal Größe zeigen und sagen, jo, wisst ihr was, alles gut, wir verzichten jetzt die nächsten Monate auf unser Gehalt und gut ist. Also ich denke, Fußballer verdienen mehr als genug, dass sie das auch mal verkraften können, ja. Klar, in der 3. Liga, 4. Liga sieht das ganz anders aus, da ist es schwierig. Aber so als Bundesliga-Profi, Leute, mal ganz im Ernst. Ja, wenn ich da jetzt irgendwo Spieler wäre, keine Ahnung, nehmen wir mal Freiburg, obwohl ich Freiburg eigentlich gut aufgestellt sehe, so finanziell gesehen. Nehmen wir Paderborn oder sonst was, ist ja auch wurscht. Ja, dann sollte man ein bisschen Solidarität haben. Ich weiß, die meisten haben das nicht, wenn man jetzt andersrum denkt, oh ja, was wäre, wenn jetzt zu dir der Chef kommt und sagt, ja, da kriegst du, verzichte mal 6 Monate auf Gehalt. Ja, schon klar. Geht nicht, kann man aber auch nicht vergleichen, weil ich keine Million, eine Million ist tief gestapelt in der 1. Liga, sind wir mal ganz ehrlich, verdiene, ja. Und von daher, ja, meine Meinung, wird so nicht kommen, ist schwer zu verkaufen, ja. Es kann gut sein, wenn die Saison jetzt einfach beendet wird, wenn sie annulliert ist, dass viele Clubs Probleme kriegen werden, finanziell gesehen. Sehr viele Clubs wahrscheinlich sogar. Gerade 3. Liga komplett. 2. Liga mindestens auch 3/4 der Vereine. Ja, und was willst du machen, Leute, ja? Ist dann so. Ich meine, da müsste... Die Menschheit ist halt so. Die sind alle geldfixiert oder sonst was. Man könnte das ja einfach, wie ich schon sagte, mit so Maßnahmen regeln. Ich meine, der Fernsehvertrag könnte auch sagen, jo, alles gut, komm hier, das Geld bleibt trotzdem. Logisch, irgendwo ist jemand, dem die Kohle fehlt, ja, dem die Einnahmen fehlen werden. Und von daher ist es nicht so einfach. Eigentlich ist da deswegen nur die Alternative, um sowas zu verhindern, zu sagen, jo, wir machen jetzt 4, 5, 6 Wochen Pause, whatever, und führen die Liga dann im Sommer fort. Das ist eigentlich so das Einzige, was man jetzt machen könnte. Klar werden dann so Clubs jetzt eventuell so Monat 2 vielleicht irgendwie ein bisschen Geldprobleme haben, aber jetzt nicht so auf lange Sicht über die Saison hinaus gesehen. Ja, es wäre schade, wenn dann wieder so die Clubs wie ja, Hoffenheim und so ein Gedöns halt, wo irgendwie jemand hintersteht, Leipzig, müssen wir uns nichts vormachen, selbst Hannover,
oder Schalke oder sonst was, da sitzen auch alles Leute hinter, die eine Menge Kohle haben und wo dann sicher auch mal privat das eine oder andere fließen würde, um da irgendwie was zu verhindern, finanzielle Sorgen für den Club. Und das wäre natürlich ja auch nicht Sinn der Sache, dann da irgendwelche anderen Clubs, die das nicht haben, gehen dann vor die Hunde. Also weiß ich nicht, sehr schwieriges Thema. Habe ich mir jetzt auch noch nicht so wirklich Gedanken drum gemacht. Das ist jetzt hier so ein bisschen spontan der Talk, weil ich keinen Bayern-Talk machen kann. Und ja, ich wollte euch einfach mal meine Gedanken dazu mitteilen. Wie ich schon sagte, für mich gibt es nur diese beiden Varianten. Entweder bricht man ab und annulliert die Saison komplett. Oder man führt sie halt später fort. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie es EM ist ja FIFA-Sache. Wir wissen, FIFA ist so... Also den traue ich auch zu, dass sie sagen, nee, wir ziehen da durch. Den traue ich auch zu, dass sie sagen, nee, da wird auch nichts verlegt. Da sitzen alles irgendwie gefühlt scheintote Menschen. Ja, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, was da entschieden wird. Ich glaube, jetzt Anfang kommender Woche wird es ja erstmal um Champions League und Europa League gehen. Wie es da weitergeht. Da gibt es ja auch verschiedene Szenarien von wegen Top 8, Top 4 Turnier, was dann irgendwie in 2 Tagen durchgeknallt wird, um dann Champions League-Sieger zu ermitteln und so Mist. Weiß ich nicht, Leute. Das ist alles für mich so... Ja, soll man den dann so feiern, als hätte man so die Champions League oder die Europa League auf regulären Weg gewonnen? Oder ich weiß nicht. Alles so ein bisschen komisch. Deswegen, ich kann es nur wiederholen. Entweder aussetzen, annullieren oder ja, aussetzen und später weiter fortführen oder annullieren. Ich denke, das wird halt einfach von der EM abhängen. Ne? Wenn die EM abgesagt wird, klar, dann kannst du sagen, jo, alles klar, wir machen jetzt mal 6 Wochen Pause oder was. Und legen dann wieder los. Obwohl man natürlich nicht weiß, wie dann die Situation ist in 6 Wochen. Ja? Das kann sein, dass es dann erst richtig schlimm ist und dann gar nichts geht. Das weiß man halt auch nicht. Von daher sehen wir da jetzt so, jetzt nur mal auf dem Sport gesehen, stehen wir da jetzt auch irgendwie so vor ein paar Fragezeichen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich finde es gut, dass keine Spiele ohne Zuschauer stattfinden, aber halt einfach aus der Konkurrenzsicht und der Wettbewerbsverzerrungssicht. Und ja, meine Meinung dazu. Ich werde mal gucken, so wenn so ein paar Sachen feststehen, ne, mache ich vielleicht nochmal so einen Fußball-Talk. Ansonsten ist ja aktuell nicht viel. Man sieht ja, es kommen jetzt schon wieder Transfergerüchte auf, weil die Sportseiten nichts zu schreiben haben. Ja, wir schauen mal, Leute. Ich bin gespannt, was passiert. Denk mal, so in der kommenden Woche werden wir ein bisschen mehr erfahren und ja, vielleicht gibt es dann so in 1, 2 Wochen nochmal ein Video, wo ich ein bisschen meine Meinung kundtue. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Haut rein, bleibt gesund. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ciao.